Der Bauer im Himmel. Stirbt der Keinzenbauer von der Kreuzstraße, ein rechter braver und frommer Mo, und kommt halt vor die Himmeltür. Steht aber schon ein anderer da, ein storreicher Stadtherr, etwa ein Graf oder gar ein Kommerzienrat, und klopft auch an der Himmeltür an. Da kommt der heilige Petrus gleich daher mit seinem Schlüsselbund, spielt auf und lässt den Herrn ein. Ein Keinzenbauern hat er schein's vor lauter Buckelmacher nicht gesehen und haut ihm die Tür vor der Nase zu. Da hört der Bauer, was für eine Wirtschaft gehabt haben die Engel und die Erzengel mit dem Stadtherrn und wie es gesungen und musiziert und gar einen Tusch blosen haben. Lang ist hergegangen und der Bauer muss lang warten, bis drin wieder einmal Start worden ist. Nachher klopft er wieder an. Der heilige Petrus kommt wieder, spürt auf und lässt jetzt den Keinzenbauern auch eine. Der schaut und lust, ob's bei ihm auch so zugeht, wenn er kommt. Aber kein Engel und kein Erzengel hat sich um ihn gekümmert. Nur der heilige Leonhard hat ihm die Hände gegeben. Aber gesungen und musiziert oder gar einen Dusch blosen hat niemand. Da fragt der Bauer einen heiligen Petrus: Du sag einmal, warum singen's und musizieren's bei mir nicht auch so wie bei dem reichen Stadtfrack? Geht's da bei ihm im Himmel auch so parteiisch zu wie drunter auf der Welt? Da lacht der heilige Petrus und sagt: keine Spur, Keinzenbauer. Du bist uns grad so lieb wie alle anderen und darfst grad so alle Himmelsfreuden haben wie der Reiche. Aber schau, so Bauernleid wie du bist, kommen alle Tag zu uns an den Himmel rauf. Aber so ein reicher Herr kommt höchstens alle 100 Jahre einmal. Und so, ihr Lieben, endet dieses Märchen. Ich hoffe, dass der Zauber dieser Erzählung euch durch die Stadezeit begleiten wird. Kommt's gern morgen wieder, wenn eine neue Geschichte aus Oberbayern auf euch wartet. Bis dahin, macht es euch gemütlich.